Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Bönigen. Die Beiträge haben wir für euch in der Sendung. In Migros im Zentrum Oberland Thun ist definitiv Frühling. Es gibt Blumen in allen Farben und für jeden Moment. Und das White Style Open hat dieses Jahr seinem Namen alle Ehre gemacht. Während dem Big Air Contest hat es so viel geschneit wie seit 10 Jahren nicht mehr. Wenn man so hinter mir schaut, könnte man es nicht meinen. Aber eigentlich steht der Frühling vor der Tür. Und Frühlingszeit ist Blumenzeit. In Migros im Zentrum Oberland Thun arrangieren Rosmarie Stähli und ihre Kolleginnen Blumen für jeden Moment. Migros Zentrum Oberland. Ich bin Rosmarie Stähli, ich bin Abteilungsleiter Blumen im Zentrum Oberland Thun, im grossen Migros. Wir haben neu umgebaut im Oktober und jetzt ist neu Kundendienst und Blumenabteilung zusammen und haben das jetzt vis-à-vis vom Tenner im -2 platziert. Vom Sortiment haben wir relativ das Gleiche wie vorher, aber vom Platz her ist es etwas grösser. Wir haben jetzt mit der Frühlingssaison natürlich sehr viele farbenfrohe Sachen, vom Tülpli über das Ranunkeli im Gartenbereich sind es Primeli oder Hyazinthen. Ja, so Sachen. Das ist halt extrem farbig und die Leute schätzen das, dass wir so viele farbige Sachen haben. Am Samstag, okay, gut. Wir bieten hier auch Bestellungen auf Auftrag an, von einem Blumenstrauß über ein Gesteck. Wir haben auch Brutsträusse ab und zu mal, was es gibt, oder Tischdekorationen. Ich achte vor allem auf, dass es farblich abgestimmt ist, dass es passt und harmoniert. Und auch, dass es schön rund bleibt. Dann haben wir aber eben jetzt aktuell natürlich die Tulpensaison. Die Leute vom Kundendienst können die auch schon teilweise binden. Das ist mega schön, können wir uns so ergänzen. Wenn eine Bestellung kommt, ich sage jetzt mal für einen Trauerfall, der recht gross ist, in einem schönen Kranz oder so, dass man das der Trauerfamilie auch so schön wie möglich erfüllen kann, das ist manchmal schon noch eine Herausforderung, finde ich. Also wir machen auch trockene Sachen mit gefriergetrockneten Röseli, wie jetzt so etwas zum Beispiel. Das braucht kein Wasser und ist sehr schön und bleibt sehr lang. So Sachen machen wir. Oder aber mit Kerzenarrangement. Bei der Pflanzenpflege braucht es natürlich unter anderem Dünger oder wir haben auch Vasen dazu. Wir machen auch schöne Brutsträusse. Und da ist es immer auch schön, wir haben auch schon Kärtchen bekommen mit dem Foto vom Brutstrauß drauf. Das ist sehr erfreulich und ich finde es auch extrem schön bei uns im Beruf, wenn die Leute Freude haben, das, was man dann übergibt. Einfach das Strahlen. Das finde ich das Schönste. Vom Frühling hat man am Wochenende in Mürren wenig gespürt. Am White Style Open hat es so stark geschneit wie seit 10 Jahren nicht mehr. Der Marc Schneider vom Organisationskomitee erklärt, was das für Herausforderungen mit sich gebracht hat. So, wir haben die 19. Ausgabe vom White Style Open im Vergleich zu letztes Jahr ein bisschen verschneit. Was waren dieses Jahr die Herausforderungen für zu organisieren? Ja, genau. Also, du weißt es, wenn man natürlich im Winter etwas organisiert, dann hast du immer auch irgendwo am Schluss mit natürlichem Wetter und den äußeren Bedingungen zu kämpfen. Letztes Jahr natürlich das pure Gegenteil. Jetzt heute sind wir voll back im Winter und das freut uns natürlich, weil ich habe es heute schon ein paar Leute gesagt, am Schluss haben sie ganz klar White Style Open und nicht irgendwo Green Style Open. Also uns freut es natürlich, dass es schneit, aber es bringt Herausforderungen mit sich, ganz klar. Wie das vielleicht auch schon gesehen habt, die Rider sind sehr weit oben im Hang für die Anfahrt. Also ist natürlich der Schnee bremst, macht alles ein bisschen langsamer. Auch die Shaper müssen natürlich permanent jetzt den Schnee rausnehmen aus der Anfahrt. Und ja, das sind sicher momentan so die grössten Herausforderungen. Und was man natürlich nicht wegdiskutieren kann, schlägt auch ein bisschen auf die Zuschauerzahlen, das Wetter. Ja. Der Big Air Contest gewonnen hat schlussendlich der Tim auf der Mauer. Der Unterseener Lars Ruchti ist Zweiter geworden. Alle Resultate und Bilder vom White Style Open findet ihr auf www.plattformj.ch oder auf unserer App. Ob es dann Neues schneien, erfahrt ihr gerade im Anschluss bei den Kollegen von Meteo News. Merci fürs Hineinschauen und einen schönen Hinweis miteinander. Schön schauen Sie das Wetter-Update auf der Plattform J. Montagabend. Ich hoffe, Sie sind gut in die Woche reingestartet, auch wenn die Wolken heute
ja, sich noch ab und zu ein bisschen dichter gezeigt haben und die Sonne verdeckt haben. Aber es wird in den nächsten 2-3 Tagen definitiv sonniger. Heute haben wir hier noch die feuchte Luft, die von Nordwesten reingezogen ist. Jetzt aber das Hoch, wo sich immer mehr ausbreitet und die Luft abtrocknet. In der Nacht auf den Dienstag wird es zunehmend klar und morgen am Dienstag können wir uns dann über sehr sonnige Verhältnisse freuen. Sowohl am Vormittag wie auch am Nachmittag. Die Temperaturen morgen Morgen im Bereich vom Gefrierpunkt, also ja, ein kühler Start, kalter Start in den Tag hinein. Am Nachmittag gibt es 12-13 Grad, aber es kommt eine schwache bis mäßige Beise auf morgen. Mit dieser Beise fühlt sich das Ganze natürlich ein bisschen kälter an. Das Hoch zeigt dann auch seine Wirkung in den nächsten paar Tagen. Mittwoch, Donnerstag sehr sonnig, am Freitag immer noch recht sonnig. Beise mäßig am Mittwoch unangenehm, dann wird es wieder ein bisschen schwächer. Temperaturen maximal bei 13-14 Grad, aber gefühlt ist das Ganze mit den Beisen ein bisschen kälter. Mehr Wolken dann am Samstag, vielleicht auch ein paar wenige Regentropfen möglich, wird vorübergehend auch ein bisschen kühler. Ab dem Sonntag kann sich aber die Sonne schon wieder besser in Szene setzen. Das war ein Wetter-Update. Danke fürs Zuschauen und einen schönen Montagabend.